Ja, David, da musst du früher aufstehen, weißt du? Wir haben jetzt gerade 2 Wochen im Trainer verbracht. Ja, also ich glaube, das Bauchgefühl sagt von beiden, hey, dann müssen wir mehr. Hallo zusammen und willkommen bei einem neuen Weekly-Vlog, hier auf Storyflow. Heute steht etwas ganz Besonderes an. Und zwar, da seht ihr schon im Rosis Outfit. Ich bin auch schon angelegt. Habe jetzt gerade 2 Wochen im Trainer verbracht und heute mal wieder richtige, anständige Kleider an. Nein, wir haben heute etwas ganz Spezielles auf dem Programm. Und zwar kommt Zuli vorbei. Das ist unsere Hochzeitsfotografin. Und sie macht mit uns ein Family-Shooting. Unser allererste. Und ich bin mega gespannt. Ich freue mich mega drauf. Wir haben verschiedene Sachen geplant. Unter anderem auch so ein bisschen Alltagssituationen wie Wickeln oder Stillen oder einfach Kuscheln, was man halt zu einem Newborn macht. Da haben wir übrigens das Outfit von der Ella. Das ist so ein Body. Mega herziges Blüsli und so eine Latzhose. Ich bin mega gespannt, wie sie dann drin aussieht. Sie hat bis jetzt noch nie angezogen. Ja, ich würde sagen, ich mache mich jetzt auch noch geschwind fertig. Der Flo ist auch noch Endspurt. Ella ist noch am Schlafen. So gespannt, wie es wird mit ihr vor der Kamera zu sehen. Aber das Coole ist ja, wir müssen eigentlich gar nicht viel machen. Wir müssen einfach ein bisschen kuscheln, ein bisschen sein und Zuli tut das Ganze dann schön einfangen. Ja, also ich mache mich jetzt hier mal noch fertig. Und ja, ich glaube, Zuli kommt jetzt jeden Moment. So, ich bin fertig. Der Flo zieht sich jetzt auch noch gerade an. Für so Shootings schauen wir übrigens immer, dass wir relativ neutrale Farben haben. Und auch kein Muster oder so. Und dass wir gut zusammenpassen, aber jetzt auch nicht gerade zu fest im Partnerlook sind. Also nicht irgendwie beide blaue Hosen und ein beiges T-Shirt. Genau. Darum. Der Flo hat jetzt... Ja, die dann kommen dann weg. Ja. Und dann das Hemdli. Farblich passen wir halt gut zusammen. Das ist gut. Mhm. Blende gerade ein bisschen, aber hey, so gut. Ich wäre gerade richtig ready für den Frühling. Es ist erst Anfang Februar. Aber ja, schön.
Guten Morgen, Dominik. Ja, David, da musst du früher aufstehen, weißt Wir haben heute wieder mal eine Premiere, und zwar fahren wir das erste Mal Bus und Zug mit der Ella. Wir gehen nämlich auf Zürich. Und was machen wir in Zürich? Shoppen! Nein. Wir gehen ein Wohnmobil anschauen, einen Camper. Ja, ich bin so gespannt. Ja, ich auch. Freue mich. Mal ein bisschen etwas anderes als der Dodo. Ja. Wir werden es jetzt dann gleich sehen. So, wir dürfen natürlich nicht fehlen, wenn wir einen Camper anschauen. Der Erich, Ja, mein lieber klar. Papi. Ja. Der war bis jetzt immer dabei gewesen, wenn wir einen Camper und so sind anschauen. Ja, wir sind mega gespannt. Ich bin schon mal so ein Modell anschauen, Melli noch nicht. Ja, wir sind auch auf der Suche nach etwas Grösserem als der Dodo. Dodo ist super für so ein bisschen kleinere Trips. Oder auch wenn wir in die Wärme gehen, in den Süden runter. Aber wir haben eben vor, nächstes Jahr ein bisschen länger unterwegs zu sein. Da wäre es einfach cool, ein bisschen etwas zu haben, wo man auch gut ein paar Tage drinnen verbringen kann, wenn es mal ein bisschen schlechter Wetter ist. Genau, und das Modell, das ist ein alter Himmer und hat einen ganz speziellen Grundriss mit einer Heckküche und darum einen ganz grossen Wohnbereich. Ja, wir sind gespannt, wie es ist vom Raumgefühl her. Ich glaube, es wird gut. Ja, ich bin mega gespannt. Steht er? Und? Ja, ist mega. So cool. So wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, hat wirklich einfach ein Raumwunder. Riesig. Und sie haben mega gut Sorge gehabt. Also wirklich So super schön, Zeug. Ja. So schön. Ja. Ja, das ist fast 30 Jahre. Ja, fast so alt wie wir. Und mein Highlight ist einfach, dass hier noch ein Töff hat. Wo dazu ist. Wo dazu ist, ja genau. Den könnten wir einfach dazu Mein haben. Highlight ist das Badzimmer. Nur das Licht anzünden. Und das Licht. Unglaublich. Hallo. Ja, so gut. Die eigene Duschkabine. Das ist mein Highlight. Ja. Ja. Ja, mega cool. Und was halt wichtig ist, hinten ein Sitz mit Gurt natürlich, für die Ella, dass wir hier ein Sitzchen montieren können. Das ist eigentlich so ein bisschen das Killer-Kriterium. Ja. Ja, also ich glaube, das Bauchgefühl sagt von beiden, hey, den müssen wir nehmen. Ja, voll. Ja. Ja, wir tun jetzt einfach noch das kurz ein bisschen setzen lassen. Mhm. Aber ja, hat schon sehr gut gegessen. Ja, dann könnten wir uns mega gut vorstellen, länger Wir sind einfach unterwegs so sein. gut in dem, etwas anschauen Ja. und gerade kaufen. Ja, wirklich. Ja. Immer gerade all in. All in. Wie im Dodo war auch der erste, also der einzige, den wir anschauen. Mhm. Und den haben wir auch dann genommen. Genau.
Ja, vielleicht fragt ihr euch, wieso dass wir jetzt schon wieder ein Shooting machen. Wir haben doch erst eins gemacht mit der Suli am Freitag. Es ist ja so, mit Andi und Carol machen wir eine Story über eigentlich mehrere Etappen. Also wir haben ja mit ihnen schon ein Schwangerschaftsshooting gemacht und auch gefilmt. Dann gibt es jetzt das Newborn und dann gibt es dann auch nochmal ein Shooting, wenn Della so etwa ein Jahr alt ist. Das war eine Idee von ihnen. Sie wollen das eben als Package anbieten, als Fotografen und Videografen, dass man das bei ihnen buchen kann und dann halt eben also für verschiedene Etappen im Leben mit ihnen dann so ein Shooting macht und dann entsteht aus dem Ganzen dann auch eine Story, vielleicht auch ein Video und das probieren sie mit uns jetzt mal aus, wie das kommt. Und wir sind natürlich mega dankbar, finden es mega cool, kommen wir so zu so einem guten Shooting. Falls ihr vom Schwangerschaftsshooting noch nicht gesehen habt, unbedingt einmal bei ihnen vorbeischauen. Auf der Website haben sie es, glaube ich, auch schon online. Ich bin gar nicht sicher. Auf jeden Fall auf Instagram haben sie viele Fotos. Und vielleicht kann ich auch einen kurzen Ausschnitt vom Video hier einblenden. Das ist wirklich auch mega schön geworden. Es ist kalt und draussen tanzen die ersten Schneeflocken. Du aber tanzt schon lange im Bauch von Mami hin und her und sorgst so dafür, dass wir uns jetzt schon langsam auf die kommende Zeit einstellen können, wo du uns wahrscheinlich noch öfter sehr schwach behalten in der Nacht. Bald ist es soweit. Und auch wenn wir aktuell noch ganz bewusst unsere letzten Tage zu zweit geniessen, können wir es gar nicht erwarten, wenn du endlich da bist und wir dich mitnehmen auf unsere grossen und kleinen Abenteuer. Irgendwie bist du auch jetzt schon mit dabei. Auf was ich mich besonders freue, sind all die schönen, kleinen Glücksmomente, die du uns im Alltag wirst bescheren. Aber auch, wie wir durch dich die Welt nochmal mit ganz neuen Augen entdecken dürfen. Wir sind so unglaublich gespannt, wer du bist und wie du dich wirst entwickeln. Von einem kleinen Würmli zu einem grossen bunten Schmetterling, der irgendwann ganz allein seine Flügel ausbreiten kann und wird losfliegen. Bis es soweit ist, wenn wir aber zuerst mal ganz viele Momente schaffen und Erinnerungen einfangen, die du später davon zehren kannst. Egal was kommt, wir werden immer für dich da sein. Das ist ein riesiger Unterschied, ob du es händig ist zum Entwickeln. Zu gut. Wenn sie so klein sind, kann sie eben noch mega gut drapieren. Vor allem wenn sie so gut schlafen. He? Mega herzig. So, letztes Jahr auf meinem Vaterschaftsurlaub. Und wie könnte es auch anders sein? Es gibt Pizza. Pizza ist nicht nur mega fein, schnell gemacht, sondern praktisch im Wochenbett. Weil man kann sie einhändig essen. Gell, du? Ja, mein Vaterschaftsurlaub ist jetzt leider vorbei. Heute ist der letzte Abend, morgen kann ich dann wieder arbeiten. Dann muss Meli allein schauen auf die Kleine. Also nicht ganz allein. Ich werde sicher auch schauen, dass ich da weiterhin ein bisschen zur Hand gehe. Und ja, noch ein kleiner Nachtrag zum Abschluss von dem Weekly Vlog wegen Wohnmobil, das wir anschauen. Ja, wir haben zugesagt, dass wir das wollen und wir haben auch schon einen positiven Bescheid bekommen, dass wir es haben können. Zwar erst pünktlich, aber wir denken, das kommt gut. Und ja, werden euch da sicher weiterhin auf dem Laufenden halten und euch dann auch erzählen, was wir mit dem alles geplant haben und auch was wir natürlich mit dem Dodo machen. Aber das dann in einem anderen Vlog. Jetzt würde man sagen, beenden wir hier den Vlog. Jetzt machen wir einen Storyflow. Eine super Nacht. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dabei zu sein. Vergesst nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Habt euch Sorge und bis bald. Tschüss. Tschüss zusammen. In der nächsten Folge hier auf Storyflow. Ich hätte gut und gerne auch noch ein bisschen länger bei meiner Frau daheim bleiben. Letztes Mal, als ich hier war, bin ich noch schwanger mit der. Zwar gehen wir schon das erste Mal zum Kinderarzt. Zum Wohl! Jetzt abonnieren und kein Video mehr verpassen.
Geht raus. Und schreibt eure eigene Geschichte.